Bluetooth, das heißt übersetzt blauer Zahn. Auf den ersten Blick ein etwas seltsamer Name für eine Technologie zur Übermittlung von Daten. Unsere Rubrik Eco Kompakt. Das Ganze ist eine Bieridee. 2 Elektroingenieure sind auf Kneipentour. Sie spülen den Frust über eine misslungene Präsentation herunter. Gemeinsam ist ihnen nicht nur das Interesse für Datenübertragung im Nahbereich, sondern auch die Liebe für Wikinger. Vor allem einer hat es ihnen angetan: Harald Blauzahn. Er lebt in einer Zeit, als sich die Wikinger untereinander bekämpfen. Mit einem Mix aus Diplomatie und harter Hand einigt er sie und schwingt sich selbst zum König auf. Das Bier hat beim Schweden Sven Mattisson und beim Amerikaner Jim Cardock erste Wirkung getan, als sie die Parallele erkennen. Auch die Konzerne Nokia, IBM, Ericsson, Intel und Toshiba sind Rivalen, die geeint werden wollen von einem Blauzahn. Blauzahn ist ihr Schlüssel für ihr neues bahnbrechendes Projekt. Auf einem Findling hatte Harald Blauzahn seinen Erfolg verewigt: die Einigung von Norwegen und Dänemark unter seiner Krone. Die Runen H für Harald und B für Blauzahn führen die Hobbyhistoriker genial zusammen. Sie finden im Rausche einer Nacht den Namen und wenig später auch das Logo für eine bahnbrechende Erfindung: Bluetooth.